Ja, servus die Madeln, grüß euch die Burm. Ich bin die Feldwalzen und zeige euch heute ein Striker-Tank-Bild live. Also ich schneide jetzt da nichts zusammen, zumindest versuche ich es von der ganzen Erklärung her, weil ich wieder mal keine Zeit nicht habe, ein gescheites Video zu machen. Aber das Bild ist sehr genial. Ich habe gedacht, ich hätte es schon gemacht, aber nein, war so nicht der Fall, habe ich tatsächlich noch nicht drin. Also ein Tank-Damage-Bild vom Red Rabbit. Dem seine Webseiten blendet ihr ein. Er hat einige gute Builds, wer ihn noch nicht kennt, sollte noch mal bei Twitch besuchen. So, das dazu. Ein Bild, das schaut so aus. Spielen da mal mit Spezialisierung Techniker. Dann, ja, Granaten ist wurscht. Die EMP-Granaten haben ganz gut. Dann kann man spielen mit der Rock'n'Roll oder der ACS 12. Das ist wurscht. ACS 12 mit dem Talent Todeskandidaten drauf ist vielleicht sogar gescheiter, weil es mehr Damage macht als wie die Rock'n'Roll. Aber die Stacks bauen mit der Rock'n'Roll schneller auf, weil die ein größeres Magazin hat. Vom Red Rabbit schaut das Ding so aus, er spielt mit der ACS 12 und der Königsmacher. Königsmacher, ja, Schaden gegen ungedeckte Ziele. Dann haben wir da perfekte Todeskandidaten, brauchen wir. Durch die Techniker-Spezialisierung haben wir dann da den Laserpointer drauf, der wo die Ziele markiert, damit der Buff von der Westen, haben wir da drauf, schmarrn nicht der Buff von der Westen, dass die Todeskandidaten so aktiviert werden, so jetzt aber ein Scheiß verzeiht. Also perfekte Todeskandidaten werden aktiviert, wenn der Gegner markiert ist und mit dem Teil da, mit dem Laserpointer, tut man das machen, ohne dass man einen Kopfschuss oder sonst irgendetwas landen muss. Der wird anleichten und dann leicht der auf und dann ist der markiert und dann geht es dahin. Katharsis-Maske haben wir drin, weiß man eh, wenn die einen Schaden kriegt, dann baut es Stapel, so pro Stapel 1%, so kriegt man letztendlich 30% Waffenschaden mehr, wenn man getroffen wird. Auf das, dass er Tank ist, kann man sie beschießen lassen und hat man dann 30% mehr Waffenschaden. So, gerollt ist das Ganze, ja, 4 Striker, da haben wir noch Picaros Holster drin. Überall sollte Rüstungsregeneration drauf sein. Das ist jetzt so wichtig, ja. Und die sowieso die Masken, dann durchgeführte Reparaturen nach Möglichkeit 20%, auch ganz wichtig. Das dauert ein bisschen, bis man das so beieinander hat. Durchgeführte Reparaturen habe ich, da waren wir 20%, also da muss man schauen, dass man die höchstmöglich erwischt. Rüstungsregeneration wieder, dann da hier auch Rüstungsregeneration. Was der Striker selber macht, das weiß man eh. Das brauche ich nicht erklären. Glaube ich zumindest. War wieder Rüstungsregeneration. Der hat Fertigkeitstempo drauf. Dann haben wir Schild. Das Schild ist auf Rang 6. Eigentlich 7. Weil wir haben ja noch da von Techniker-Spezialisierung auch eine Fertigkeit. Oder was sagt man jetzt da? So ein gelbes Emblem. Ist wurscht. Ich gucke mir vielleicht dann ein blaues weniger machen. Red Rabbit hat es so drin, warum auch immer. Ich habe es nicht anders probiert, weil es so ganz gut funktioniert. Dann haben wir Striker-Drohne, die zur Ablenkung und Schüttel, das ganz normale Kreuzfahrerschild. Und als Waffe ja, TDI-Card, auch mit dem Talent Todeskandidaten drauf. Wenn man es so ergattert, ist das ganz gut, das Ding. Macht krassen Schaden für einen Tank. Und ja, wenn man ein wenig mit Hirn spielt, dann regeneriert sich die Rüstung einmal wieder. Also ohne dass man recht fett haben muss. Und relativ schnell. Die Katharsis, wenn es dann über 30 Mal getroffen worden bist, dann tut die, also geht der Buff weg, aber dafür kommt eine Heilwolke und die Heilwolke in Verbindung mit den blauen Mods, was wir drin haben, nochmal, mit denen durchgeführte Reparaturen, heilt die Wolke extrem schnell wieder in Tee. So, und jetzt suchen wir mal so einen Stützpunkt und schauen wir mal, wie das funktioniert. Im Spiel. Was nehmen wir da?
Da nehmen wir irgendetwas. Wurscht. So. Liegen wir mal hin. So. Keine Munition, hat der Bulli wieder voll eingestellt. Ja, dann müssen wir zuerst einmal so ein wenig umeinander eiern. Wo sich das wahrscheinlich eher bei die wenigsten noch anschauen, aber trotzdem, wenn man es richtig tariert, das Ganze, kann man da recht lustig spielen damit. Wo sind die? Ja, in den Keller unten oder was? Geht's denn da oben? Ganz klar. Boah, für Effekt. Ich finde den Keller nicht oben. Auf der anderen Seite meine ich. Das wird zwei Zylinder. So, dann schauen wir mal. Schaden macht man bis 200 Liter Teufel. Aber da wir Tanky sind, ist gar nicht so schlimm. So, jetzt haben wir da ein bisschen was. So, wenn wir so gehabt haben, das heißt 6 aufbauen, hier wird das Striker funktioniert. Dann hat die schon alle platt oder was. Ja, wie gesagt, ich bin kein Profi, ich bin ein Hobby-Zocker. Ich muss das auch nicht so perfekt können wie so manche Creator. Aber die Builds, wo ich drin habe, sind tatsächlich zum Empfehlen, weil die immer praktikabel sind. Also, eins drin, das wo Schrott wäre, behauptet es einfach einmal so. Einbildung ist nämlich auch eine Bildung. Alter, geht da. So, jetzt auch. Hui, jetzt habe ich schön markiert das dann. So. Wieder kaputt. Ja, ruhig mit hier Direktiven wohlgemerkt, gell? Schaut relativ einfach aus. Und wo ich jetzt da in Take gerollt habe, ich habe mal gesehen bei der Expertise, ich habe die Waffen recht weit oben, ist jetzt nicht unbedingt notwendig. Also ist der Damage wieder ein wenig weniger, aber vom Schutz her macht es nicht viel aus, weil da nicht viel gerollt wird. Weit. So, ich kann jetzt was auch noch einmal festgestellt. Also Expertise unabhängig, sage ich jetzt mal. Je her, dass man natürlich die Waffen hat, so mehr Schaden macht's die. Sprachclown. Macht sie. Aber ein wenig auf die Rübe schießen noch hier da. Ah, 6. Kommt da die Wolke. Ja. Ich habe aber bei Detektiven habe ich gesehen, keine Rüstungsregeneration drin. Dann haben wir jetzt wieder selber rausgeschmiert, aber sie halt trotzdem langsam nach oben, wenn man sagt. So. Deswegen schneller mit dem Medikit. Ich finde es trotzdem genial. Wenn man nicht so viele Direktiven noch hat, dann ist es wahrscheinlich besser zum Demonstrieren, aber man sagt, dass man so samt dem, dass der Revolver drin ist, sehr gut spielen kann mit dem Ding. Ich habe mir sagen lassen, der Red Rabbit spielt mit dem Bild sogar legendär. Da bin ich tatsächlich das Blatt dafür. Das muss, ja, das habe ich noch nicht probiert, weil ich weiß, dass ich es nicht kann. Man kann es probieren. Er hat ein Video drin bei Twitch, da wo er das zeigt, dass man das auch so legendär benutzen kann. Ja. Mehr brauche ich jetzt eigentlich zu dem Bild nicht mehr sagen. Springen wir nochmal zurück da.
Ja, wenn es dann geht. Also. Ha. Ja, was soll ich noch sagen? Weiß ich nichts mehr. Ja, vielleicht mein Discord, ja. Jetzt der Join, mein Discord, Spieler, Spielspieler, sind verschiedene Clans drauf und findet man immer etwa, egal für was für welche Aktivität bei denen war. Also ob jetzt Raging, Börsen, Abstieg oder was verteilt oder Upscale oder einfach nur Baustelle. Also es sind sehr viele Fähige und Veteranen, die auch ganz Spieler und Stadtspieler, die in den Platz dabei liegt, die ist immer genau leuchtet. Und ja, also das war das zweite Bild, das zweite Bild, das schaut aus. Haben wir von Bonn auf S12. Ja, die sind gar nicht schlecht, wenn wir da waren, die hatten unbedingte Ziele, hatten seine unbedingten Ziele, die wir dann gesehen. Da haben wir nichts gemacht, alles wichtig, starten diese unbedingten Ziele, weil es ist eigentlich eine Aufgabe, die der Woche stellt. Und das ist jetzt da nicht sagen, die Reparaturen wichtig, dann selber mehr. Wenn Liste Regeneration wichtig, auf jeden Fall muss das drauf sein. Ich wiederhole mich auch noch einmal. Und nicht Regeneration eigentlich schon. Also, ich will auf Sitzen und ich hoffe, es läuft mir oder abonniert meinen Kanal oder Anesen. Völlig wurscht. Ich hoffe, euch hilft's weiter. Also bis zum nächsten Mal, sehr hilfreich.